So, sind das heute Bilder von Israel? Nee, die Reportage können lo recht. Den Herr Pantaleoni und Madame Timisch waren mit der 2. und mit der 3. für 10 Tage in Israel. Dann waren sie hier an Start an Cinemathek und haben dort den Film Revolution 101 gesehen und konnten dort mit dem Realisateur und Produzent schwatzen. Vom jungen Lycée aus sind da schon viel auf Drehs gegangen. Heute geht herzlich Adi gesucht. Da wir sind die Equipe de Claude Pantaleoni und Sylvie Timisch, allen 2 Religionsprofen, hatten etwas Immenses geplant. 10 Tage mit 20 Schülern aus Drehs an Tallisch Land gegangen. Die gemeint hatten, es wäre ein gemütliche Vakanz, gingen Lomol hei abgeklärt. Also was ich cool in der Rest von tun, dass man nicht nur Kulturalsachen gucken gegangen ist, wie Kirchen oder also Geburtskirche Jesus zum Beispiel, aber dass man auch so in Kontakt mit Leuten kommen sind, wie zum Beispiel an der Schule zu Arad, wo man dann eben eine Konversation mit den Schülern hatten, die also eben hier verschiedene Meinungen über Israel und den Konflikt mit Palästina gezählt haben. Und das war eben ganz interessant, weil wir auch in Palästina und in Israel waren. Als Reis war auch mit viel Spaß verbunden. Zum Beispiel sind wir ganz Morgen durch die Golanhöhe getrippelt und wir haben uns total verloren. Und wir mussten uns durch den Dschungel kämpfen, um auf die andere Seite vom Wirsch zu kommen. Und wir sind noch den Tag Kajak vorgegangen Jordan. Und dann haben wir uns gegenseitig Paddel geklaut und wir sind aus dem Kajak gefallen. Und wir sind an die Genezareth schwimmen gegangen, wo wir uns mit dem Schlamm angegriffen haben. Und ja, wir waren noch am Tödlichen Meer schwimmen und das war eine schöne Erfahrung, weil es komisch war, so Meer schweben zu können. Und es hat überall gepickt, den ganzen Körper, wir haben es aber genossen. Wie dass wir eben an Palästina und an Israel waren, konnten wir eben die Sichtweise von den Leuten mit. Das heißt, die uns dann ganz verschiedene Sachen erzählt, wie sie dann den Konflikt gesehen. Der cool war, dass wir dann auch mehr persönlich mit ihnen in Kontakt gekommen sind und dass wir mit ihnen rausgegangen sind. Und da konnten sie als mehr von ihrer Kultur weisen, also wir sind über Kollegen mit ihnen gehen. Also eine von den Sachen, die mich am meisten beeindruckt hat, das war zu Jerusalem, den Holocaust-Museum, weil dort zum Beispiel die Geschichte vom ganzen Zweiten Weltkrieg beschrieben wurde und auch wie dort Juden verfolgt wurden. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Etwas von den Sachen, die mich am meisten markiert hat, das ist das Militär, den überall in Israel ist. Wie zum Beispiel, wenn wir über die Grenze gegangen sind, die zwischen Palästina und Israel ist, da sind zum Beispiel Soldaten aus dem Bus kontrollieren gekommen und auch Medischer mussten an Israel und dem Militär gehen. Und das ist auch etwas, was ich mir gut nicht vorstellen kann, selber in dem Militär zu gehen. Also das, was mich am meisten markiert hat, war, wo wir morgens um 5 Uhr müssen aufstehen, was noch ganz leicht war, wo jeder wirklich stolz war vom Dach drüber, wir mega anstrengende Sachen gemacht haben. Und dann sind wir dann mit dem Bus an die Wüste gefahren. Und dann sind wir dort am Deich drin durch die Wüste getrippelt und auf seinen Clip gegangen, wo wir dann eben alle zusammen den Sonnenaufgang geguckt haben. Und das war eben mega schön und ja, das hat mich eben am meisten markiert. Was war der Bild von dieser Reise? Das war für allem für unseren Horizont an vielen Hinsichten zu erweitern. Nicht nur an religiöser Hinsicht, sondern auch an kultureller Hinsicht, an auch ein Ziel wie zu gucken wird an andere Länder, an andere Kulturen aus, die weit weg sind von hier, an von Kulturen, die durch andere Religionen noch beeinflusst sind. Es war ziemlich interessant zu sehen, wie die Leute hier leben und auch wie sie denken, weil sie eine ganz andere Mentalität haben wie wir zu Lützenburg. Sie sind viel mehr open und viel mehr hilfsbereit, vielen Hinsichten, so wie wir heute zu Lützenburg nicht sehen. Ich meine, dass der Gut von dieser Reise war, zu sehen, wie das Zusammenleben von den 3 Religionen war, eben den Islam und Judentum und Christentum, die eben alle gut zusammen in Jerusalem leben. Und eben auch Kultur vom Land und Geschichte vom Land kennenzulernen, aber auch kritisch vis-à-vis von den Medien zu denken. Das heißt, dass eben an den Medien immer just gewiesen, dass Krieg in Israel ist und dass eben Palästinenser zum Beispiel die Base sind, die dann Israel bombardieren. Und eben, dass man dann gesehen hat, dass das dann nicht so ist. Während dem Festival Israelien sind wir als an Cinemathek den Film Revolution 101 gegangen. Wir haben am Produzent Doron Zabari und dem Realisateur Ori Inbach über die Situation an Israel geschwärzt.
Does the Israeli television makes propaganda against the Palestinians? Machen de israelisch Fernsehschiene Propaganda gegen Palästina? Simply yes. Because Israeli, it's... Am Fong ja. Et hängt auf, op der Television gëtt bald immer nëmmen d'israelisch Seit gewiesen. Nee, et ass awer net so, dats die palästinensisch Seit go net an hire Medien existéiert. Mit ass awer hauptsächlech de point de vue vun Israeli. The Palestinian side, it's not that it's not exist, but it's rare. Most of the time, it's always the Israeli point of view. Wat denkt Dir iwwer de Konflikt zwischen Israel und Palästina? We're also very tired of the conflict. We're human beings. We want what every human being wants. We want to raise kids. I think the most important thing is that the media... Wir sind mit vom Konflikt. Wir wollen, was all Mensch will. Wir wollen zum Beispiel Kinder großziehen. Ich meine, das Wichtigste ist, dass die israelischen Medien abhalten, den Leuten Angst zu machen. Die Leute an Israel haben Angst, weil die Regierung möchte ihnen Angst, dass Frieden unmöglich ist. Das ist, wo Propaganda existiert. Das Wichtigste ist, den Gegenteil zu machen, die Leute zu überzeugen, dass Frieden möglich ist. Auch wenn der Tisch Risiken anzugehen. People in Israel that they should not be afraid that going towards peace, even if it means to take chances, even if it means to take risks. Es ist immer ein Konflikt zwischen der Hoffnung und der Angst. Netanyahu ist der Premierminister von der Angst. Er ist von angsterfüllten Leuten gewählt worden, weil das einfach ihnen Angst zu machen. Mehr oder schwer ihnen Hoffnung zu machen und die Leute zu überzeugen, keine Angst zu haben. And convince people not to be afraid. Go for the hope, go for peace. Israel ist mehr stark und darin sollen sie die sein, die den größten Kompromiss angehen und den ersten Schritt machen. First. Zum Schluss wollte mir dem Panther an dem Sylvie Merci soen für das unvergessliche Preis. Aber auch alle unsere Kollegen für die flotte Ambiance.